Wenn du in mir reinschauen kannst, was kann mir dein Sinn beschreiben? Wie in einem alten Spielfilm mit einem Geist aus einer anderen Zeit. In einem alten Schloss oder einer Burg mit Ketten an die Füße. Der Geist bin ich, mein Liebs. Und ich kann hier in Freiheit leben, solang's nicht siehst, dass ich da vor dir steh. Wenn ich in dir reinschauen kann, was kann mir dein Sinn erzählen? Wie in einem Groschenroman, der in der Tankstelle an der Kasse steht. Kommst dann an die Stelle, wo der Herzschmerzkind bei jeder große Heid. Doch Heiden verlieren so oft. Das Büchel wirst nie mehr lesen wollen, weil sehnt halt fast nicht aus zum Halten ist. Ich darf verschwinden wie ein großer Star, der keinen mehr interessiert. Die Tier geht langsam auf, die Königin stolziert ins Bild, um alles das Gute rauszuholen aus mir. Aber lass uns ehrlich sein, nie hätte ich gedacht, dass ich so sein kann. Und ich muss dir sagen, ich versteh das auch nicht. Ich weiß nicht, was falsch gelaufen ist, doch das Gefühl ist weg und das Kind will ich nie mehr zurück. Wenn du in mir reinschauen kannst, was kann mir dein Sinn beschreiben? Wie in einem alten Spielfilm mit einem Geist aus einer anderen Zeit. In einem alten Schloss oder einer Burg mit Ketten an die Füße. Doch Geschichten hören mal auf. Und wenn du zwischen die Zeilen liest, dann weißt du, dass ich probier, das zum Verstehen, dass du das gar nicht fühlst. Nie hätte ich gedacht, dass ich so viel, und ich muss dir sagen, ich kapier es nimmer. Ich weiß nicht, was falsch gelaufen ist, doch das Gefühl ist weg und das Kind will ich nie mehr zurück. Das war If You Could Read My Mind von dem großartigen Gordon Lightfoot in der bayerischen Version Wenn du in mir reinschauen kannst. Ich habe den Song vor auch schon wieder ein paar Jahren übersetzt und eine Aufnahme gemacht. Und ihr wisst es ja, manchmal bin ich nicht so ganz zufrieden mit dem, was ich vorher mal gemacht habe, und dann braucht es einmal ein Update, und jetzt haben wir gedacht, jetzt ist doch schon ein paar Jahre wieder her, 2, 3. Jetzt haben wir gedacht, jetzt machst du mal wieder eine. Und ich spiele gerade rum mit dieser speziellen Technik. Das ist eigentlich eine ganz normale Gitarre, aber ich habe da so eine Gummibrücke drüber, und dadurch klingt das so. Genau, wenn man das runter macht, dann, wer keine Zeit hat, einfach ausschalten. Es kommt jetzt nichts bahnbrechend Neues mehr, es kommt bloß Schmatzerei vom keiner hier ist. Wenn man das Teil runter tut, dann hätte das so gelungen. Wenn du in mich reinschauen kannst. Und das war mir ein bisschen zu fröhlich, da war zu viel Melodie drin und so, und ich fand das mit dieser Gummibrücke, das war so schön, ja, fast schon ein bisschen mystisch klingt das, ein bisschen mystisch, ein bisschen seltsam, und ich finde, das passt ganz gut zu dem Lied und zu dieser Geschichte, die der Gordon Lightfoot in diesem Lied erzählt.
Und ja, ich meine, das ist so ein Jahrhundertsong, da kann man gar nicht so großartig viel dazu erzählen. Das ist ein Song nach wie vor, wenn ich den irgendwo her halte ich kurz inne und muss zuhören. Einfach. Speziell die Stimme von Gordon Lightfoot war ja ganz speziell. Es war eine von diesen Stimmen, die man einfach sofort erkennt hat auch, ja, und großartige Songs von ihm. Das ist so der bekannteste, so der mainstreamigste Song von ihm, aber es gibt so viel mehr Songs von Gordon Lightfoot, die großartig sind. Bei ihm ist es halt einfach so, er schreibt gern viel Text und da ist es manchmal natürlich fürs Übersetzen nicht ganz so brauchbar. Bei dem Song geht es gerade noch so, aber es ist viel Text. Aber ich finde, den hat man auch so schön ins Bayerische holen können, dass ich gewusst habe damals schon, den muss ich auf jeden Fall einmal übersetzen. Ich hoffe, dass er euch gefällt und dass euch auch diese neue Version gefällt, die ich versucht habe, noch so ein bisschen mystischer zu machen, also nennen wir es mal ja so. Und wenn es euch gefallen hat, dann schaut wieder vorbei auf dem Kanal oder haut ein Like raus oder kommentiert es oder abonniert es noch, wenn ihr es noch nicht abonniert habt. Das freut mich natürlich immer und das bringt mich auch weiter, weil dann sagt der YouTube-Algorithmus, aha, das interessiert also jemanden, dann kann das ja mehrere Leute auch zwingen. Ihr macht es ich weiß. Vielen herzlichen Dank an alle, die das machen. Jetzt kommen meine monatlichen Unterstützer, meine Patreons. Denen danke ich natürlich ganz, ganz herzlich. Vielen Dank euch.